Tja Leute, ich bin hier immer noch bei Biff und das ist doch einfach nur ein dämlicher Schmierlock, ey, der hässliche Bierfresse, Mann. Ich bezahle dafür. Wie viel? Zu wenig. Schnauze! Du kannst das Notizbuch nicht behalten, es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Es wird dir deine hässlichen Koteletten versenken. Ach, vergiss es. Ja, ist ja ganz super. Und was mache ich jetzt? Kleines Problem. Kann uns nicht vielleicht mal der Alte hier helfen? Hey, Dad. Wegen Biff, ich hatte einen Baum, ja. Stimmt eigentlich alles irgendwie. Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin da wohl ich, Junge. Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sicher gehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly. Ja, ich weiß nicht so recht, ob ich dem Georgie das so abkaufen soll. Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig weiß Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hat eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Das ist ja mal ein hartes Stück. ich. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Ja, vor allem die gefährlichen Erinnerungen, oder? Und Martin sieht irgendwie aus, als wäre er bekifft. Alter, hallo, deine Augen, na? Mach doch nicht solche Schlitzaugen, Alter. Probleme? Biff? Er hat diese Sache und ich brauche sie unbedingt zurück. Wenn er etwas von dir gestohlen hat. Nein, es ist eins von Docs Notizbüchern. Er hat es zuerst gefunden, aber... Oh, dann kann ich dir wohl auch nicht helfen. Ich schätze, du musst seine gute Seite wecken. Oder so. Oder so. Gute Seite. Biff und gute Seite. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Oh mein Gott, ey. Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal, hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja? Warum ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen. Ach du grüne Neun, immer diese Väter. Warum müssen sie immer so logisch denken, wenn es uns gerade in den Strich geht? Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Ja, danke, danke. Okay, Hinweise. Muss es halt doch noch gebrauchen. Wow. Hol dir Docs Notizbuch vom Biff zurück. 1A. Einfach 1A die Hilfe. Ist hier sonst noch etwas? Nö, ist ja wieder mal der Verstärker. Das dämliche Sohn geht mir sowieso auf die Schaltkreise. Hinweise. Ziemlich viel Kraft wäre nötig, um Biff das Notizbuch aus der Hand zu schlagen. Was noch ein Hinweis? Ja, von mir aus. Ich wollte der riesige Lautsprecher hat ziemlich viel Druck. Klar hat er ziemlich viel Druck, aber wie sollen denn bitte schön... Oh Mann. Hey, Dad. Bringt alles nix. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Gibt's denn hier nichts, was man irgendwie... Was ist denn das da? Hey, Dad. Ein Warum Zettel? hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. Hä? Ach so, das war Martys Gitarre. Auf die hätte ich auch früher kommen können. Was Inventar? Ah, ist ja cool, ey. Was ist denn das hier? Foto von George McFly.
Objekt untersuchen. Ich behalte dieses Foto von meinem Vater, um mich daran zu erinnern, dass auch der größte Versager ein cooler Typ werden kann. Ja, mit größter Versager spricht er wohl den ersten Film an. Martys Gitarre. Objekt benutzen. Ah, stimmt. Ziemlich viel Kraft, oder? Why not? Versuchen wir unser Glück. Hier ein altbekannter Song. 1, 2, 3. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Also, Biff, ich glaube, das ist Martys Gitarre. Oh, natürlich. Sie haben recht, Mr. McFly. Ja, bitte, Marty. Also, lass mal was hören. Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Gute Frage, Biff, gute Frage. Und verdammt nochmal, er ist aus dem Weg gegangen. Er ist doch nicht so dämlich, wie ich dachte. Aber trotzdem muss das irgendwie so klappen. Hat nicht vielleicht der alte George McFly noch etwas, was er mir... Hey, Dad. Was? Du kennst Doc nicht? Ich hatte einen Traum. Ich kann meine Kämpfe selbst austragen, Dad. Der ist neu, wa? Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus, aber du weißt, wo du mich findest. Ich schau Hat mich das weiter jetzt um. was gebracht? Danke, Dad. Gute Frage. Dann nehmen wir doch nochmal unsere Gitarre in die Hand. Nun etwas, auf das eure Kinder voll abfahren werden. Danke fürs Warmspielen, Milchgesicht. Oh yes! Oh. Ist das ein Vollhorst? Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Ja, der wird noch gleich was anderes rocken. Und zwar sein Trommelfell. Au! Hau rein, Biff. Oh, Scheiße. Tja, so schnell steht der nicht mehr auf. Na endlich, das Notizbuch. Es gehört wieder uns. Doc, wo sind sie? Was zum... Doc? Der Doc, er ist wieder da. Hä? Wie jetzt? Der DeLorean? Was macht der denn hier? Sorry für meine Verwunderung, Leute, aber das Spiel, also das Game spielt doch nach dem dritten Film. Im dritten Film wurde der DeLorean ja zerstört und der Doc ist am Schluss da mit der umgebauten Dampflok zurückgekehrt, die er dann eben in eine weitere, beziehungsweise eine alternative Form des DeLoreans verwandelt hat, beziehungsweise er hat einfach den Zug in eine weitere Zeitmaschine umgebaut. Aber wieso kommt jetzt hier der DeLorean zurück? Müsste aber der aus... Ja, doch, das ist der DeLorean. Doc? Müsste noch der aus dem zweiten Film sein. Hey Marty, du kennst es doch, es ist verdammt kalt. Ja, hab ich doch gesagt. Einstein! Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? Gute Frage, gute Frage. Der Fluxkompensator funktioniert da noch? Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich Doc suchen soll. Jo, der funktioniert noch. Was haben wir denn da? Ein Schuh? Okay, Doc, wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. Was ist denn das für ein Schuh? Mysteriöser Schuh mit Absatz.
Was machen bitte schon Frauenschuhe im DeLorean drin? Oh, das habe ich ganz übersehen, ey. Marty? Ah, Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay, okay. Letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Großartig. Wie soll ich ihn jetzt finden? Jo, wenn was schief geht, dann aber richtig. Eine gute Frage, sonst hat es hier nichts mehr, wa? Die kann ich benutzen, um ein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Ja, ganz toll. Ich sollte besser die Finger von der Zeitleitung lassen, bis ich weiß, wann ich Doc suchen soll. Ja, schon gut, schon gut. Ich hab's kapiert. Also, was haben wir jetzt alles? Notizbuch, steht da vielleicht was drin? Pff, ja, was jetzt alles gegen das Armaturenbrett schlagen, oder wie? Ich habe so viel durchmachen müssen, um an dieses Ding zu gelangen, das lasse ich nicht mehr aus den Augen. Wie du meinst, Marty, wie du meinst. Das Tonbandgerät? Nein. Das glaube ich nicht. Ja, was du nicht alles nicht glaubst. Ja, vielleicht noch der Schuh, wa? Der Schuh. Vielleicht nicht? Ja, vielleicht doch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, mach's doch einfach. Das ist doch einfach. Okay, wieder ausgestiegen. Vielleicht hilft uns ja Eini, nicht wahr, Eini? Eini. Moment mal. Hund? Schuh? Schuhhund? Ein Schund? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sag mal, Marty, willst du mich gerade verarschen? Geh doch zu... Hi. Mann. Eini, so jetzt. Was weißt du über diesen Schuh, Eini? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Ja, was du nicht sagst. Und ich denke, er muss einfach mal pieseln. Yeah. Voll auf dem Skateboard. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Eini? Woher soll ich das wissen? Wie wäre es vielleicht mal mit Klingeln? Strickland. Name sagt mir gar nichts. Tritt von der Tür zurück. Oh, Nun will ich dich mal ansehen. komm schon, Einstein. Wie ich es vermutet habe. Unruhestifter. Weg da! Na, wird's bald? Eine alte Gewitterziege. Na, kann's noch schlimmer kommen? Komm zur Sache, Kind. Wegen dir verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Schwerhörig ist die halt auch noch. Ne? Ist ja ganz toll. Sie sind nicht zufällig mit Vizedirektor Strickland verwandt, oder, Ma'am? Es geht dich zwar nichts an, aber ja, ich bin seine Schwester, Edna. Du gehörst wohl zu den McFlys, dieser Bande von Faulpelzen. Ja, was hat der alte ich meine, was hat Ihr Bruder sonst noch über mich erzählt? Nichts, was ich mir nicht selbst zusammenreimen könnte, Faulenzer. Strickland? Den Namen kenne ich doch von irgendwoher. Ach so, der Strickland. Na klar, der von der Schule. Ach du, ja, das erklärt einiges. Die haben ja beide Haare auf den Zähnen. Wieso haben wir immer so ein Glück? Ich bin kein Rowdy, Ma'am, ich bin ein Teenager. Junger Mann, ich bin doch nicht von gestern.
bist doch der Bengel, der jeden Morgen zwischen 8 und 8:30 Uhr mit seinem Skateboard auf unpünktlichste Weise über den Gerichtsplatz rast. Ja? Alle Skateboarder sind Rabauken. Das ist eine Tatsache. Schlag's nach. Und ich dachte schon, die hört nicht mehr gut. Und wie die Haare auf den Zähnen hat, alter Schweizer. Puh. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Was, jetzt soll ich einen Schuh hochwerfen oder was? Objekt benutzen. Okay, Freunde, wie es weitergeht, ob wir jetzt ihr den Schuh wirklich an den Kopf schmeißen oder vielleicht ins Mikro rein oder ja, mir fällt sich noch was ein. All dies und noch vieles mehr im nächsten Part von... Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, junger Mann, ich habe bald keine Geduld mehr. Ja, der Gewitterziege. Bis dann, ciao zusammen.